Aber das geht nicht. Ja gut, das ist so halt. So halt. Bitte wollt. Ja, also ich habe das schon getestet gehabt. Vielleicht für die CD. Ich habe so als Heinz Der hat nichts gesagt. Erstmal ich habe Jetzt sind die Komplimente dabei, jetzt hast du von das Modell machen. Wir haben schon über die Stelle
Brache stattfindet. Das ist vielleicht so etwas wie die Träume der Älteren in Bezug auf ein Mülheim, auf ein vitalisiertes Mülheim. Und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und es knüpft ja so ein bisschen an eine Tradition an und ich bin sehr froh, dass die Volkshochschule in dieser Kooperation an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Ich gebe jetzt gleich weiter, damit wir so ein Stückchen im Zeitrahmen bleiben. Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung heute Abend, viele Diskussionen und ich hoffe, dass das wieder ein Beginn eines Dialogs im Stadtteil ist. Vielen Dank. Frau Neises von der Jugendhilfe Köln für das Projekt Baureisage, Frau Wischitzki vom Schanzenfestival, Herr Thiel von der Ratsfraktion der Grünen, Herr Bartsch von der Ratsfraktion der CDU, Herr Lüdebach von der Mülherer SPD, Herr Dr. Peter für die FDP, der leider etwas später kommt, Herrn Ali Demir, Ehrenvorsitzender der IG Kreuzstraße und Vertreter des Projektes Deutsch-Türkisches Geschäftshaus. Und einen habe ich noch vergessen, Herrn Detscher für die Linke. Ich freue mich, dass dieses Mal auch Vertreter der Grundstückseigentümerin dabei sind, und zwar Herr Süß von Aurelis und Herr Werner vom Planungsbüro Astra. Weiter begrüße ich Herrn Christian Schaller vom Haus der Architektur und last but not least unseren Architekten Kai Büder und Herrn Kahn vom WDR, der freundlicherweise bereit ist, die Moderation des Abends zu übernehmen. Nur noch kurz zur Nachbarschaft. Es treffen sich in Köln-Müller Nord wohnende Bürger seit 2 Jahren regelmäßig einmal im Monat und haben in dieser Zeit Ideen entwickelt, wie wir uns ein schönes und weniger problembeladenes Mülheim vorstellen. Dazu gehört auch das große Areal des ehemaligen F&G-Geländes, das seit vielen Jahren diskutiert wird und das wir auch als Fläche für die Mühlheimer Bürger wünschen. Unsere Vorstellung wollen wir heute mit den anwesenden Gästen diskutieren. Bevor ich an Herrn Keimer weitergebe,